Assassin's Creed erzählt die Geschichte von Callum Lynch. Er hockt im Gefängnis und wartet eigentlich nur darauf, dass er endlich seine Todesspritze überkommt. Die kommt er dann auch über, sozusagen. Er wird aber dort nicht umgebracht, sondern von der Firma Abstergo mehr oder weniger entführt und in eine Art Untersuchungsanstalt gesperrt. In dieser Anstalt wird er dann in Animus hineingesteckt und mit dem Animus kann die Firma Abstergo quasi auf Erinnerungen zugreifen von den Vorfahren des Benutzer und das über die DNA. Durch das kommen sie Zugriff über auf die Erinnerungen von Aguilar de Nerja, der in der spanischen Inquisition gelebt hat und dort ein Artefakt versteckt oder zumindest gefunden hat, wo die Leute von Abstergo wollen. Ich bin echt ein riesengroßer Fan von den Assassin's Creed Games. Ich habe sogar die Vorgeschichte von Assassin's Creed 2 auf DVD, der Film Assassin's Creed Lineage, den ich als kleiner Löli-Bub einmal Assassin's Creed Lineage genannt habe. Und ich habe zum Beispiel Florenz besucht wegen Assassin's Creed 2, bin dort auf dem Duomo oben gestanden und habe den Soundtrack vom Spiel gehört beim schönsten Wetter. Und die Games bedeuten mir wirklich etwas, weil ich habe viel gute und mäßig gute Erinnerungen verbunden mit diesen Games. Und darum ist es für mich wirklich etwas extrem Spezielles gewesen, um diesen Film auf der grossen Leinwand zu sehen. Und ist es der beste Film ever? Nein, überhaupt nicht. Es ist wahrscheinlich nicht einmal der beste Film, den ich in diesem Dezember gesehen habe. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich habe nicht das bekommen, was ich mir erhofft habe, aber ich habe mehr als das bekommen, was ich erwartet habe. Was hat mir dann gefallen an Assassin's Creed? Und ich muss sagen, einiges. Der Film sieht gut aus. Es ist wirklich ein extrem stylischer Film, visuell. Der Justin Kurzel, der Regisseur, hat so ein bisschen seinen Style gefunden bei Macbeth, wo letztes Jahr rausgekommen ist. Dort hat es auch viel so Rauch und Dampf gehabt. Und auch wenn er da mit diesen Elementen spielt und mit dem Licht und mit der Farbpalette, das ist echt richtig geil zum Anschauen. Und auch die Szenen, die in der Gegenwart spielen, wo etwa 2/3 vom Film ausmachen, die sind super, super stylisch gemacht. Und die Action-Szenen sind ebenso grossartig. Leckt mir, das ist wirklich extrem viel mit wirklichen Stunts gemacht. Ich meine, irgend so ein Spinner ist 40 Meter von einem Turm runtergejuckt. Wirklich, nur weil das der Typ im Spiel auch macht, da der Leap of Faith. Und ich habe das grossartig gefunden. Gewisse von diesen Parkour- und diesen Kampfszenen habe ich habe grinst von Ohr bis Ohr. Also ich hatte so dermaßen den Plausch an denen, mit der Musik, mit dem Look und mit der Action und allem. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen bei diesen Szenen. Mir haben auch die Schauspieler sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also es sind durchs Band alle gut, aber es geht in erster Linie um den Callum Lynch und Sophia Ryken, sprich der Michael Fassbender und Marion Cotillard. Und die sind ein eingespieltes Team mit dem Regisseur, mit dem Kameramann, mit allen. Sie haben ja alle zusammen schon bei Macbeth geschafft und das merkt man, dass sie das so ein bisschen können. Und ich habe auch ihre Figuren spannend gefunden. Sie sind die einzigen Figuren, die wirklich Profil haben. Und ich finde vor allem, der Michael Fassbender hat hure Gas gegeben. Er hat das wirklich sehr ernst genommen, die Rolle, und hat über 90% der Kämpfe selber gemacht. Also wenn es da Schwertkämpfe und Knebelkämpfe und was weiß ich gemacht haben, ist er wirklich dort gestanden und nicht irgendein Double. Was ich persönlich jetzt noch extrem cool gefunden habe, ist, dass alle Szenen, die in Spanien, sprich in der spanischen Inquisition spielen, also in der Vergangenheit, einfach knallhart auf Spanisch sind. Und das ist ein guter Drittel vom Film. Ich finde das grossartig, weil das gibt dem Ganzen eine gewisse Authentizität. Vielleicht ist das ein Scheisswort, aber es ist viel authentischer meiner Meinung nach als in den Games, das einfach heisst, ja, wir haben einen Übersetzer eingebaut, darum können jetzt alle Leute in Italien in der Renaissance Englisch schwätzen. Ebenfalls gut habe ich gefunden, wie dass sie die Prämisse der Games in Film übersetzt haben, also adaptiert haben in dem Sinn. In den Games ist das so ein bisschen da, so findest du, das ist ein bisschen langweilig, weil die Story dort ist nicht super gut, und die habe ich jetzt im Film recht viel interessanter gefunden, weil sie haben dem Assassinen-Abstergo-Konflikt so einen neuen Dreh gegeben und dem Ganzen ein bisschen zusätzliche Tiefe gegeben, und das habe ich recht spannend gefunden. Dann haben sie den Animus angepasst und ich habe das super gefunden, weil jetzt das Mal ist es so ein Roboterarm, wo der Testling sozusagen packt und mitmacht, was die Figur macht. Und in den Games ist es einfach ein Bett.
Und einerseits ist das vom filmischen, vom cineastischen her viel spannender. Ein Typ, der wirklich Sachen macht, so als einer, der in einem Bett liegt, 2 Stunden. Und auch vom Storytelling her im Film macht es wesentlich mehr Sinn. Also ich habe diese Änderung wirklich cool gefunden. Was mich im Vorfeld so ein bisschen schockiert hat, fast, ist, was geheißen hat, nur ein Drittel spielt in der Vergangenheit. Und ich finde, geht's noch? In den Games ist das eben halt der spannende Teil. Das ist dort, wo du kannst dort über Dächer säckeln und Parkour machen und die Bösen verhauen und so. Und im Film braucht es das vom Storytelling her einfach als Werkzeug, um die Handlung vorantreiben. Und das habe ich wirklich sehr gut umgesetzt von ich als Fan von den Games hätte natürlich gerne mehr aus der Vergangenheit gesehen. Und es ist ein bisschen komisch gewesen, weil ich bin mir gewöhnt, mehr eine Verbindung zu haben zum Vorfahr als zu der Hauptfigur in der Gegenwart. Und da ist es jetzt halt umgekehrt. Aber ich finde, sie haben das recht gut übersetzt, so, weil vom Storytelling her im Film macht es einfach mehr Sinn. Was hat mir dann nicht so gefallen? Mein Hauptproblem, das ich habe, ist, dass die Geschichte, der ganze Hauptplot, die Haupthandlung ziemlich gehetzt wirkt, meiner Meinung nach. Wenn man nicht eine Ahnung hat, wer die Assassinen sind und Abstergo, wie die zueinander stehen, was der Edenapfel ist und so, dann bist du wahrscheinlich am Anfang ein bisschen verwirrt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und auch ausser die beiden Hauptfiguren, also Sophia Rykin und der Callum Lynch, hat keine Figur eigentlich wirklich Profil. Es könnte daran liegen, dass der ursprüngliche Cut vom Film 2 Stunden und 20 Minuten geht. Ich habe jetzt einen Film gesehen, der über eine halbe Stunde kürzer ist und da ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel geschnitten worden, habe ich das Gefühl. Es endet auch ein bisschen abrupt und ich habe das Gefühl, in der Schlussszene verrennt er sich so ein bisschen. Die ganze Story fühlt sich meiner Meinung nach nicht immer kohärent an, nicht immer so zusammenhängend in dem Sinn und es hat ein paar Plotlöcher meiner Meinung nach, wo ich finde, die hätten wir jetzt also definitiv besser ausmerzen oder können ausmerzen überhaupt. Unter dem Strich bin ich sehr zufrieden mit Assassin's Creed. Und so objektiv, wie ich es halt kann beurteilen, finde ich, dass der Film absolut fantastisch aussieht und super stylisch ist. Er tönt gut in eigentlich allen Belangen, er geht ein paar spannende Risiken ein und er ist stark gespielt. Parkour-Szenen und Kampfszenen sind super aufregend und extrem gut gemacht und haben mir als Fan von den Games natürlich ein riesiges Grinsen ins Gesicht gezaubert. Und für die Gamer hat es das eine oder andere Easter Egg, wo wirklich cool ist und ja, es kommt ein Heukarren vor. Allerdings wirkt die Handlung ein bisschen gehetzt, finde ich, und er ist nicht immer so kohärent, sprich so zusammenhängend, wie er sein könnte. Es hat ein paar Plotlöcher und am Schluss verrennt er sich recht, habe ich das Gefühl, und er endet ziemlich abrupt, aber trotzdem ist das für mich als Fan mehr als zufriedenstellend, was da rausgekommen ist. Ich habe Assassin's Creed gesehen, ich habe den Film gesehen mit meinen eigenen Augenböllen. Nur schon das ist für mich extrem viel wert und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, weil es wird garantiert der zweite Teil kommen. Obwohl Ubisoft gesagt hat, sie werden wahrscheinlich an diesem Film kein Geld verdienen und sie haben sehr viele Ressourcen in den Film gesteckt, was ich mega schätze, super cool finde. Ich hoffe, es kommen noch weitere gute Game-Verfilmungen raus, die die Qualität von Assassin's Creed hat oder sogar noch besser sind. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.